勢が出たか。思ったほどではなかったな、お前たちも。Ja, sorry. 責めているのではない。これはお前たちを見込んだ我の失態。お前たちには礼を言わねばなるまい。また会おう。行きましたか。まったく厄介な男です。おそらく私が探っていることも彼らは承知しているでしょうな。その上でああして我々の前に姿を現し、手を出せぬ存在なのだと思い知らせるつもりなのかもしれませんが、逆効果です。彼らは我々と同じ人間ではない。私たちを見下しています。いくら力を貸しても寝首はかかれないと高をくくっているのです。先ほど例にと受け取ったこれらの武具を見てください。今の我々の技術では到底作り出すことはできません。英雄の遺産とまでは言いませんが、それに近しい人知を超えたものです。今はまだ味方にします。帝国がフォドラを滑るための戦力の一端です。しかしフォドラの統一がなったその日から戦争は姿を変える。兵と兵がぶつかり合う表の戦争は終結し、暗黒の中で刃を振るう闇の戦争が。そこで戦うのはエーデルガルト様ではない。私たちベストラ家に連なる者、帝国の闇を支配する我らが闇にうごめく者を残らず殲滅する。その時にはぜひとも先生の力も借りたいものですね。Klingt für mich sehr stark nach einem weiteren DLC. Fragezeichen. Ich meine, Fire Emblem Three Houses ist jetzt auch nicht mehr so ein neues Spiel. Es gab ja bereits mal ein DLC. Relativ zu Beginn des Jahres, Fahle Schatten, was ihr auch mal noch zocken müsst, was mich auch interessiert. Aber was ja eigentlich nichts damit zu tun hat. Da geht es ja um eine etwas andere Geschichte.すまんな。これ以上一緒にいてやれそうにない。いつかお前にも大切な人ができたらこの指輪を送ってやるといい。Ich muss jetzt schon entscheiden? Okay. Schade. Ja, könnt ihr auch später noch machen. Niemanden. Sotis, der geht auch. Krass. Gut, ich würde sagen, wir gehen von oben nach unten, wa? Das ist natürlich ein bisschen doof. Das heißt, ich müsste dann... Jetzt könnte der große Kapitelkampf, nachher kommt... Aber ist denn das schon das große Kapitel? Endkampf? Nee, oder? Ja, mir geht es vor allem ein bisschen um die Endszene, die ja dann mal noch kommen wird, ähnlich wie bei den anderen Fire Emblem Spielen. Wenn man sich für jemanden entscheiden hat, für einen Rang S Support, dass dann... Naja, noch ein bisschen was passiert, wa? Okay, sonst muss ich halt hier nochmal zurückgehen und so. Gut, dann ist aber schon mal klar. Speicherpoint haben wir hier ja. Muss ich ab jetzt noch mal einen anderen nehmen und dann würde ich halt die Dinger dann vermutlich irgendwie offscreen nochmal nachzocken und so. Kein Plan. Mal gucken. Aber wir fangen schon mal oben an mit Ilgard. Dorothea wäre jetzt auch eine Option. Ne, hab gesagt von oben, war. Von oben nach unten machen wir es so. Ja, wie gesagt, trotzdem krass, dass es jetzt schon sein muss. Also, dass wir uns jetzt schon entscheiden müssen. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. So, Indra-Pfeil. Ja, es ist ein Lanze, sehe ich auch.
Nur Rang C, das geht ja eigentlich noch, ist nicht so wahnsinnig. Weil es gar kein Elixier mehr so etwas also hergeben könnte. Silberschild wird auch mal irgendetwas mit den Items. Ich glaube, langsam echt Zeit, mal die auch noch einzusetzen. Der war bis zum nächsten Kapitel, war Hauptsache ein bisschen aufschieben. Und Ferdi hat natürlich bereits seine Megalanz, deswegen soll nicht unbedingt nochmal irgendwas anderes geben. Wir wissen immer die stärkste Waffe, die sie überhaupt hätten. Meisterachs, ja, wobei bei ihm sind eigentlich die eher da, oder? Silberpanzerhände. Vor allem Plus. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das jetzt schon wirklich das letzte Kapitel wäre, aber wenn wir schon mal auf dem Weg dahin sind, warum dann nicht, wa? Nein, nicht lange, ja wohl dann mitnehmen. Stimmt, ich habe sogar zwei. Muss gar nicht unbedingt, nein, irgendwie... nein, noch irgendwie reparieren. Kann man das ja eigentlich sparen. Das bei ihr und bei Burning vielleicht eher ein Sakralbogen. Also nur so, damit es ein bisschen hübscher aussieht. Vielleicht noch ein bisschen die Items noch studieren kann. Ja, sind wir bei Mixturen, weil wir irgendwie so viele Elixiere haben. Leider. Kriegst natürlich den hier, den stärksten magischen Angriff. Petra passt, auch dass sie noch irgendwie 2 freie Plätze hat. Kriegerschwer Plus, ja, eigentlich Silberschwer Plus, also passt eigentlich auch sehr gut. Ausrüsten, ja. Eigentlich schon, wa? Eine Stärkung für sie als Heilerin ist schon wichtig. So, jetzt wäre die Frage bei Ingrid, ja, und bei ihr vielleicht mit der Lanze wechseln sollte auf Indra-Pfeil. Reichweite 1 bis 2, könnte sie eigentlich das Donnerschwert abgeben. Das Donnerschwert hatte ich ja eigentlich, also ganz ursprünglich ja ihr geklaut. Wenn er eigentlich noch was anderes vorhatte, in ihren Fähigkeiten und so. Sie kann sie leider noch nicht nutzen. So, und bei dir haben wir doch irgendwie die Silberaxt. Ja, aber sonst itemmäßig passt alles. Bei ihm ist klar, dass er die hat. Bei ihr ist eigentlich auch klar, dass sie das hat. Ja. Fähigkeiten, Kampffertigkeiten haben wir sonst eigentlich nicht mehr viel jetzt gehabt. Dann vielleicht nochmal zum Marktplatz. Zum einen Bataillonsgilde. Wir schon mal Mixturen, ja, kann ich kaufen. Normales Mega-Heilmittel aber nicht. Naja, die Frage, kaufen wir mal sowas. Dafür leider halt kein Elixier. Vier wertvolle Geheimnisse. Schon schlecht. Hatten wir schon. Reparieren. Ja, Schöpferschwert reparieren. Theoretisch ginge es. Ich werde erst mal die anderen Dinge reparieren, bevor wir uns darum kümmern.
darf ein bisschen überlegen mit dem Schmieden. Was könnte man zum Beispiel noch irgendwie schmieden? Bei Chiriza zum Beispiel. Okay, sehr viel geht bei ihm nicht mehr zum Schmieden. Tigerbogen, nee, da wäre mir der Tiegelstahl. Da braucht zu wenig Magiekristalle. Immer ist irgendetwas. Voll doof. Ja, Magiekristall, wie gesagt, fehlt. Nö, ich glaube, mit dem Schmieden wird es sehr schwierig. Okay, dann doch reparieren. Was brauche ich das Teil? Ich wollte es bei ihr austauschen, war? So, egal. Tiegelstahl fehlt auch wieder. War gar nicht so viel, was man irgendwie... Hallo? Was man irgendwie reparieren könnte. Dass bei einigen einfach problemlos gehen würde, die zu reparieren, bei anderen, oh nö, das geht nicht. Oh je, du. Jo, da habe ich genug. Mithril, gut. Speichern wir für später auf. Weil ich habe noch irgendwie 18, ich habe noch Einzelkampf und 30, also das ist doch relativ viel. Ja, komm. Das ist aber dunkel, das Schöpferschwert. Das jetzt doch eher ein bisschen mehr einsetzen würde. Gerne würde. So, bei ihr war noch was mit der Mixtur, beziehungsweise Mixtur macht bei ihr nicht viel Sinn. Noch eher ein Elixier, weil sie auch eher tanky unterwegs ist. Wir hatten hier noch ein Elixier, das gar nicht bräuchte, zum Beispiel Felix. So. Sonst ist das Team relativ stark, da kann es nicht viel sagen. Das Team hat was drauf. Ohne Frage. Ah ja, hier war ja was. Wenn ich schon sowas dabei habe, warum auch nicht? Leonen switchen, nee, das hat nicht viel getan. Leider Gottes. Wie sieht's? Moment, erstmal kurz speichern. Wohlgemerkt, wir haben uns gerade für etwas entschieden. Da ist ja Feld der Rache, genau. So. Examen, wieder mal das leidige Thema. Eben leider immer noch das gleiche Prozedere. Axt, Rüstung. Das könnte knackig werden, das noch irgendwie hinzukriegen. Den Rest kriegen wir sowieso nicht mehr hin. Ne, wenn schon Erzritter, das ist schon ein Plan. Führt aber leider bei Shaman jetzt auch nicht viel bringen. Die dort immer bei 75% stehen. Jo, ne, tun wir nicht nochmal an, ganz ehrlich. Dann sparen wir die beiden noch fürs nächste Kapitel dann auf. Falls es überhaupt noch was gibt, aber ich denke schon. Ja, wobei. Ja, haben wir halt sonst Pech gehabt. Shit happens, kann passieren. Ja, stimmt, dann haben wir natürlich mit dem Inventar noch. Dann haben wir die ganzen Items, die wir noch geben könnten. Da muss man irgendwie besser überlegen. Da muss man ja erstmal einen Gedanken darum machen. Einen Plan vor allem darum machen. So, wir sitzen hier aus. Ja, Rang A bei den beiden. 自分に剣を向けた相手を疑いもせずに部屋に入れるか。あら？だってあれはあなたであってあなたじゃない。そうでしょ？
あの忌まわしい殺人者こそが私だ。生死の狭間に身を置くことだけに逸楽を見出す悪鬼。そんな男がお前のような者の傍らにいるべきではない。ちょっと待って。それはどういうことかしら。別れを告げに来た。今日限りで私は修道院を離れる。ここにいれば私はお前を傷つけてしまう。私の憎んだバルテルスの人間と同じように。そんな。じゃあせめて最後に一つだけ教えて。お父様たちを殺したのはどうして？あの日父はお前たち親子が王国領の教会に身を寄せていることを突き止めた。だがお前たちを連れ戻したところで母はもう子を埋めるような年ではない。ならばラミーヌの血を引くもう一人の女をお前をめとろうと父は言った。その後のことはもう忘れた。どう殺したかも奴が何をわめいていたかも。待って。ならあなたは私のためにあんな事件を。殺人者は殺人者に過ぎん。話は終わりだ。待って。そんなのずるいわ。ずるい？そんな話を聞かされてこのまま別れられるわけがないじゃない。せめてこの戦いの間だけでいい。もう少しだけ私のそばにいて。私には他者を傷つけることしかできん。お前も見たはずだ。私の中に住む魔物は誰にであろうと見境なく牙を向く。それでもいいとお前は言うのか？あなたにならいくら傷つけられたって殺されたって構わないわ。だって私はあなたのお姉ちゃんなんだから。メルセデス。愛しているわエミール。これまでもこれからもずっと。そうか。ではもう少しばかりここにいよう。戦いが終わるまではお前のそばに。Klingt doch vernünftig. Vor allem klingt es an einem vernünftigen Abschluss für die beiden. Oh, da wird auch lustig. シャーミヤさん。ラファエルか。しめしめうまくいったぞ。ってかわいいんだな。放っておけ。だが驚いたな。私の背後を取るとは。スーハクハクの呼吸法必死に覚えたからな。最近は敵に近づいても前みたいに気づかれにくくなったぞ。シャミヤさんにも気づかれねえなんて俺相当できるんじゃねえか。ああ、正直に言えば侮っていた。むさ苦しいほどダダ漏れだった気配がこれほど綺麗に消えるとはな。短期間でここまで身につけるその極端な努力は尊敬に値する。今の君なら私と共に偵察任務へ出ようとも何も問題ない。俺とシャミヤさんが二人っきりで？何を驚く。大勢で偵察に行けると思うか。おお、そうだな。しかし
シャミヤさんと二人なんて。おで頑張った甲斐があったな。あ、シャミヤさん笑ったか？私と行けるのがそんなに嬉しいのか？気配は消せても感情はダダ漏れだな。そうか？感情も呼吸の仕方で消せるか？いや、他の訓練が必要だ。偵察任務決まったら連絡する。おう、楽しみに待ってるぞ。Ist irgendwie auch ein süßes Paar, die beiden. So, ich würde sagen, eine machen wir noch. Mit Dorothea wäre eine Option. Dorothea hat sogar noch ein Paar, wie ich gerade sehe. Ja, komm, von unten nach oben durchmachen. おい、いつまで俺につきまとう気だ。なーに？あなたの言う通りちゃんと静かにしてるでしょ。何が目的だ？別に目的なんてないですよ。お前の噂は聞いた。貴族の男と結婚したいそうだな。家を捨てた俺に近づいて、今さらお前に何の利がある？ただあなたに興味があるだけ。そんなに変かしら。意味がわからん。あなたは貴族にしては随分と不愛想ですよね。私の知る貴族ってもう少し気持ち悪くなれ合うみたいな印象だったから。ふん。帝国と王国では貴族の太刀も違おう。それにしたってあなたは自分が他人にどう見られるか頓着してなさすぎよ。そんなものはどうでもいい。俺は自分の腕を磨くだけだ。他人が俺をどう見ようが、戦えば俺の力は証明される。見てくれに惑わされて、その本質を見ない連中にはヘドが出るな。そうですね。本当に大事なのは本質かもしれません。私には自分の本質はよくわからないけれど、あなたにならわかるでしょうから。私はどんな風に見えてます？ただの貴族と結婚したいだけの女かしら。それじゃあね。どういう意味だ？ Das mit den beiden wird auch noch lustig. Aber irgendwie so ein Gefühl. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Dorothea hat auch schon mit vielen auf Rang B oder Rang B Stufe 2 und A und so. Ja, macht das schon. Gut, die restlichen Gespräche sparen wir uns ein anderes Mal auf, Freunde. Weil der Part schon mal vorbei ist. Ich würde sagen, das war's mal für heute bei Fire Emblem Three Houses. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, nächsten Part machen wir uns dann an die Mission, die Militäroperation von diesem Monat beginnen. Ja, und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen, was überhaupt alles, wie umfangreich die Mission selber wird, ob es echt schon das Ende ist oder ein Feld der Rache. Kann das Ende sein, kann auch nie das Ende sein, das kann man so oder so betrachten. Was wir dafür sprechen müssen, ist, dass wir uns bereits entscheiden mussten für irgendjemanden. Was zumindest einen Rang S-Support betrifft. Aber egal. Freunde, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.